De Mr. Science steht haut zu Reiser Salzsilo a probéiert irgendwei und Salz zu kommen. Schmengen ich komme von Haiöwe net und Salz. Ich gucke mal, ob ich es von der Oine kriege. So. Okay, los, bitte kommen. Merci. Wie ihr alle gut wisst, gibt es Salzgeholl, für das Straßen nicht glatt sind. Aber was da genau passiert, das weiß ich schaut an meinem Experiment. Für uns zu fangen, machen wir einen kleinen Test. Schon hier an den 2 Bechern normal Wasser dran und am Ende machen wir Salz dabei. Und dann drehen wir ein bisschen und dann stellen wir das an die Truhe, für das aufgeht. Voilà. Hallo muss ich ein bisschen warten. Genau, fir dats als 2 Bächere mat eise Flüssigkeiten aufkillen, musse mehr als hei die 2 Stunden gedëllegen, bis ma e Resultat hunn. So, das muss durchgehen. Meine Bächeren stungen lo eng Zeitchen bei minus 18 Grad an der Truhe. Und da bin ich mal gespannt, was passiert ist. Voilà, wie erwartet, als das Wasser, wo kein Salz drauf war, gefroren und das festging. Aber das Wasser, wo Salz drauf war, das ist nicht gefroren, obwohl die Temperatur unter Null ist. Und das hat einen guten Grund. Ja, Wasser besteht aus H2O-Baustängen, an die bewegen sich permanent. Wenn Wasser aber aufkillt, bewegen das Baustänge sich immer mehr los und bilden schließlich eine feste Struktur. Bei 0 Grad Celsius kristallisiert Wasser und geht zu Eis. Wenn aber Salz am Wasser ist, können die H2O-Baustänge sich nicht mehr so leicht setzen und Wasser kann erst bei viel mehr tiefen Temperaturen festgehen und frieren. Bei der richtigen Salzkonzentration können wir das Wasser sogar bis auf minus 21 Grad aufkühlen, ohne dass es friert. Hier in diesem Fall habe ich minus 12 Grad und das nicht fest. Wenn wir also genug Salz auf die Straße streuen, dann kann es nicht glatt gehen. Okay, aber wenn es aber schon glatt ist, wie ist das dann zu klären, dass das Eis dann durch Salz schmilzt? Das ist eine gute Frage, weil Salz und Eis können sich eigentlich nicht miteinander mischen, weil es 2 Feststoffe sind. Aber wenn ihr ganz gut guckt, seht ihr eine ganz dünne Schicht Wasser Eis, egal wie kalt es ist. Das liegt an der Natur vom Eis. Salz bindet das Wasserschicht und dadurch muss es im Eis schmelzen, um das Wasser nachzubilden. Das dann vom Salz abgeholt wird. Und so geht das 4 Runden, bis kein Salz mehr da ist oder kein Eis mehr da ist. Also, aber wenn das Eis schmilzt, geht es dann mehr warm oder wie? Nee, beim Natriumchloridsalz geschieht sogar echt der Konträr. Wie der Konträr möchte Salzstraße mehr kalt? Ja, für einen kurzen Moment geht die Temperatur hoch. Und das könnt ihr alle gut selber daheim testen. Ich habe hier an meinem Mixer Eis dran, aber wenn ich das mixen, dann geht das mehr Schnee. So, mein Schnee ist fertig. Und die füllen ich hier an der Schüssel. Und dann muss ich Temperatur. Und die müssen auf 0 Grad sein. Und dann gucke ich, was passiert, wenn ich Salz dabei mache. Und tatsächlich, das Eis schmilzt, aber die Temperatur fällt. Und das ohne dass gekillt wird. Die Mischung geht immer mehr kalt. Es bildet sich sogar eine Eisschicht draußen auf der Schüssel. Aber Joseph, für was ist das dann so? Naja, so ein Eisblock, der muss verdicht zerstört gehen. Und das kann man sich so vorstellen wie eine Mauer, die muss aufrappen. Und das braucht Energie. Und diese Energie geht aus der Salz-Wasser-Mischung geholt und dafür killt es noch weiter auf. Klingt alles logisch, aber Mr. Science, du musst das aber noch verraten, was du mit dieser Mischung dafür hast. Ja, an dieser Salz-Eis-Mischung kann ich Sachen viel mehr sehr killen, wie wenn ich just Wasser mit Eis hätte. Können zum Beispiel, wenn ich last minute noch eine Flasche Champus will killen, kann das schnell dran machen. Aber ich mache mal hier mein Glas Drakal. Ma dann guten Appetit und vergiss nicht Kichen abzuraumen und natürlich auch zu putzen. Das brauche ich gar nicht. Das ist gar nicht mein Küche.